Interplantage of Hunsrückisch. Na plantação em Hunsrückiano. O Hunsrückiano é uma língua de uso predominantemente rural. Então vamos começar a aprender mais termos relacionados a essa realidade. Nesse vídeo vamos conhecer termos ligados ao plantio e plantações. Lust ein Like und vamos in die Plantage gehen. Die Plantage, a plantação. Die Plantage. Die Plantage, as plantações. Die Plantage. Mein Vater ist jetzt in der Plantage. Meu pai está agora na plantação. Mein Vater ist jetzt in der Plantage. Die Plantage ist wo man pflanzt. A plantação é onde se planta. Die Plantage ist wo man pflanzt. Pflanze, plantar. Pflanze. Hast du schon einen Baum gepflanzt? Você já plantou uma árvore? Hast du schon einen Baum gepflanzt? Ehe man pflanzt, muss man das Land fertig machen. Antes de plantar, precisamos preparar a terra. Ehe man pflanzt, muss man das Land fertig machen. Auf dem Land wächst viel Unkraut. Na terra crescem muitas ervas daninhas. Auf dem Land wächst viel Unkraut. Das Unkraut. As ervas daninhas, o inso. Das Unkraut. Da war so viel Unkraut, dass ich den ganzen Tag geputzt habe. Havia tanto inso que eu passei o dia todo limpando o terreno. Da war so viel Unkraut, dass ich den ganzen Tag geputzt habe. Putze. Limpar o terreno, tirar ervas daninhas. Putze. Meine Mutter ist im Garten am Putzen. Minha mãe está na horta tirando ervas daninhas. Meine Mutter ist im Garten am Putzen. Faça putze kann man hacken. Para limpar o terreno pode-se capinar. Faça putze kann man hacken. Hacke, capinar. Hacke. Die Hack, a enxada. Die Hack. Man hackt mit der Hack. Capina-se com a enxada. Man hackt mit der Hack. Wenn das Land sauber ist, kann man es auch zackern. Quando a terra está limpa, pode-se também ará-la. Wenn das Land sauber ist, kann man es auch zackern. Zackern. Arar. Zackern. Man kann auch sagen, pluchen. Pluchen. Man zackert mit dem Pluch. Ara-se com o arado. Man zackert mit dem Pluch. Der Pluch, o arado. Der Pluch. Die Plich, os arados. Die Plich. Der Pluch wird oft von Vieh gezogen. O arado é frequentemente puxado por animais. Der Pluch wird oft von Vieh gezogen. Das Vieh, wo der Pluch zieht, sind oft Geil oder Ochse. Os animais que puxam o arado são frequentemente cavalos ou bois. Das Vieh, wo der Pluch zieht, sind oft Geil oder Ochse. Die Ochse werden gejocht. Os bois são cangados. Die Ochse werden gejocht. Joche, cangar. Joche. Das Joch, o jugo, a canga. Das Joch. Die Jecha, os jugos, as cangas. Die Jecha. Das Joch lässt die Ochse beisammen. O jugo deixa os bois juntos. Das Joch lässt die Ochse beisammen. Heutzutage kann man auch den Pluch mit Traktoren ziehen. Hoje em dia também se pode puxar o arado com tratores. Heutzutage kann man auch den Pluch mit Traktoren ziehen. Sieh mein Video über Veículo. Wenn das Land geplucht ist, kann man anfangen zu pflanzen. Quando a terra está arada, pode-se começar a plantar. Wenn das Land geplucht ist, kann man anfangen zu pflanzen. Die Pflanzung, o plantio. Die Pflanzung. Die Pflanzung kann anfangen. O plantio pode começar. Die Pflanzung kann anfangen. Man tut oft Samen pflanzen. Frequentemente planta-se sementes. Man tut oft Samen pflanzen. Der Same, a semente. Der Same. Die Same, as sementes.
Tisoma. Seia, semear. Seia. Tetut Weizen seia. Ele está semeando trigo. Tetut Weizen seia. Manchmal pflanzt man auch Pflänzchen. Às vezes também se planta mudas. Manchmal pflanzt man auch Pflänzchen. Das Pflänzchen, a muda, a plantinha. Das Pflänzchen. Die Pflänzchen, as mudas, as plantinhas. Die Pflänzchen. Man kann auch eine Pflanzmaschine benutzen. Também pode-se usar uma plantadeira. Man kann auch eine Pflanzmaschine benutzen. Die Pflanzmaschine, a plantadeira. Die Pflanzmaschine. No der Pflanzung muss man die Erde wässern. Após o plantio é preciso irrigar a terra. No der Pflanzung muss man die Erde wässern. Wässern, irrigar, aguar, regar. Wässern. Man kann auch sagen, nass machen, molhar, nass machen. Sie macht die Pflanze nass. Ela molha as plantas. Sie macht die Pflanze nass. Oder gießen, regar. Gießen. Man gießt mit der Gießkanne. Rega-se com o regador. Man gießt mit der Gießkanne. Die Gießkanne, o regador. Die Gießkanne. Na Zeit fangen die Samen an zu keimen. Depois de tempo, as sementes começam a germinar. Na Zeit fangen die Samen an zu keimen. Keimen, germinar. Keimen. Man kann auch sagen, ausschlagen. Brotar. Ausschlagen. Die Bohnen schlagen aus. Os feijões brotam. Die Bohnen schlagen aus. Die Keimung kann langsam oder schnell sein. A germinação pode ser lenta ou rápida. Die Keimung kann langsam oder schnell sein. Die Keimung, a germinação. Die Keimung. Der Keim, o germe, o broto, a plântula. Der Keim. Der Keim wächst schon. O broto já está crescendo. Der Keim wächst schon. Wachsen, crescer. Wachsen. Sind die Tomaten schon gewachsen? Os tomates já cresceram? Sind die Tomaten schon gewachsen? Dass die Pflanze besser wachsen, kann man das Land auch düngen. Para que as plantas cresçam melhor, também pode-se adubar a terra. Dass die Pflanze besser wachsen, kann man das Land auch düngen. Düngen, adubar. Düngen. Man kann auch sagen, aduberen. Aduberen. De tinha, o adubo. De tinha. Man kann auch sagen, de adubo. De adubo. Mist ist oft als Dünger benutzt. Esterco é frequentemente usado como adubo. Mist ist oft als Dünger benutzt. De Mist, o esterco. De Mist. Wenn die Pflanzen gewachsen sind, ist es Zeit für das Ende. Quando as plantas cresceram, é hora de colher. Wenn die Pflanzen gewachsen sind, ist es Zeit für das Ende. Ende. Colher. Ende. Die tun die Kellepriva Ende. Eles estão colhendo as cenouras. Die tun die Kellepriva Ende. Man kann auch sagen, die tun die Kellepriva Roupa. Eles estão arrancando as cenouras. Die tun die Kellepriva Roupa. Roupa, arrancar, colher tirando da terra. Roupa. Brecha, quebrar, colher tirando de um ramo. Brecha. Meia brecha de épla. Colhemos as maçãs. Meia brecha de épla. Man kann auch sagen, plica. Colher, removendo da planta. Plica. Meia plica de épla. Meia plica de épla. Aber sind die Äpfel schon zeitig? Mas as maçãs já estão maduras? Aber sind die Äpfel schon zeitig? Zeitig, maduro. Zeitig. Man kann auch sagen, reif. Reif. Die Bananen sind reif.
As bananas estão maduras. Die Bananen sind reif. Grün, verde. Grün. Die Bananen sind noch grün. As bananas ainda estão verdes. Die Bananen sind noch grün. Das sind auch Pflanzen, wo man mähen tut. Também há plantas que se ceifa. Das sind auch Pflanzen, wo man mähen tut. Mähen, ceifar, mähen. Man mäht mit der Sichel. Ceifa-se com a foice. Man mäht mit der Sichel. Die Sichel, a foice. Die Sichel. Die Sens, a gadanha. Die Sens. Mit der Sens senst man. Com a gadanha se ceifa. Mit der Sens senst man. Sense, ceifar, com a gadanha principalmente. Sense. Heutzutage kann man auch mit der Erntmaschine ernten. Hoje em dia também pode-se colher com a colheitadeira. Heutzutage kann man auch mit der Erntmaschine ernten. Die Erntmaschine, a colheitadeira. Die Erntmaschine. Die Erntung, a colheita. Die Erntung. Ich hoffe, dass dein Plantage dir eine gute Erntung gibt. Espero que tua plantação te dê uma boa colheita. Ich hoffe, dass dein Plantage dir eine gute Erntung gibt. Se você quer se tornar fluente em uzbekiano, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o conteúdo que produzo aqui. Já temos centenas de vídeos com lições de gramática e vocabulário, além de histórias em Hunsrückisch. Para o canal se manter, ele precisa da sua ajuda. Você pode apoiar o canal de diversas formas. Temos uma campanha no Catarse e outra no Apoia-se, e se tornando um apoiador, você pode ter benefícios. Confere lá pelos links na descrição. Você também pode doar via Pix ou PayPal, doando o valor que você puder. Qualquer realzinho já é de grande ajuda. E claro, outras formas de você ajudar o canal são se inscrevendo e ativando as notificações, além de ajudar no engajamento com sua curtida, seus comentários e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Dankeschön und bis bald!